Im Jahr des Lucius Licinius Lucullus führte Rom mehrere Kriege zur Selbstverteidigung. Allen voran in Griechenland, wo Lucullus selbst die Legionen befehligte. Mit den Blicken aller fest auf die Provinzen gerichtet, hätten nur wenige ahnen können, dass ein scheinbar unglückliches Ereignis in Rom der entscheidende Punkt werden würde, um den sich das Schicksal Roms drehte. Der Pater Familias einer ehrwürdigen Patrizierfamilie war unerwartet verstorben, und ein Senator namens Vitellius Scaevola hatte ein Gebot für die Hand seiner ältesten Tochter abgegeben. Seine Witwe jedoch glaubte, dass Scaevola ihren Mann vergiftet hatte und nun versuchte, seinen Platz einzunehmen und sich sein Vermögen durch Heirat anzueignen. In aller Heimlichkeit ließ die Witwe ihr jüngstes Kind im Schutze der Nacht aus der Villa schaffen und aus Rom hinausschmuggeln. Habt ihr mich gehört, Domina? Körperlich seid ihr anwesend, aber im Geist scheint ihr ganz woanders zu sein. Ich weiß, wir sind sehr plötzlich aufgebrochen, aber hängt nicht der Vergangenheit nach. Ihr solltet euch besser darauf konzentrieren, was in der Zukunft auf euch wartet. Ich habe den Triarchus gefragt, wie nahe Lesbos ist, aber er hat mir keine klare Antwort gegeben. So ist es. Zugegebenermaßen gibt es eine Menge Inseln im Meer und die meisten davon sehen sich ziemlich ähnlich. Fragt ihr noch einmal beim Triarchus nach? Ich hoffe, dass er euch eine klarere Antwort gibt. Er sagte, sein Name wäre Geminus. Und wenn sonst nichts hilft, seid ihr recht gut darin, unvernünftigen Leuten Vernunft beizubringen. Ihr solltet auch Quinctius Aquilinus danken. Ich bin mir sicher, dass nur sein rechtzeitiges Erscheinen in der Villa unsere Leben gerettet hat. Eure Mutter hat Geminus reich entlohnt, damit er in Eile und bei Nacht ausläuft. Es sind aber noch 2 andere mit an Bord, die ebenfalls nach Lesbos wollen. Der junge Gaius geht da drüben die ganze Zeit auf und ab und läuft noch Riefen ins Deck. Es war auch ein Gladiator an Bord. Aber ich weiß nicht, wo er hingegangen ist. Macht euch keine Sorgen. Die Vitellius-Brüder haben keinen Grund, ihnen etwas zu tun. Außerdem könnt ihr sie auch nicht retten, indem ihr euch Sorgen macht. Konzentriert euch auf die Aufgabe, die vor euch liegt. Danke, dass ihr mich mitgenommen habt. Es wird wunderbar sein, mein Heimatland wiederzusehen. Ihr habt euch schnell an das Leben auf dem Schiff angepasst, Domina. Ihr schlagt euch auf See besser als die meisten. Ich bin erleichtert. Es war eine glückliche Fügung, aber ihr müsst mir nicht danken. Der Konsul hat mich gesandt, um euch zu holen. Bitte, nennt mich Ceso, wenn euch das nicht unangenehm ist. Bei allem Respekt, das würde ich lieber nicht tun. Meine Untergebenen nennen mich Centurio, meine Befehlshaber Aquilinus. Meine Freunde nennen mich Ceso. Ha, sie hat euch also darüber aufgeklärt? Eure Mutter hat im Geheimen Abmachung mit dem Konsul getroffen. Ihr werdet natürlich in keiner Weise am eigentlichen Krieg teilnehmen. Ihr seid eine Frau.
Das ist gänzlich außer Frage. Ein Ratschlag noch. Ich weiß, dass Lucullus ein Freund eurer Familie ist. Aber vergesst nicht, dass er Konsul ist und gewählt wurde, um alle Bürger Roms zu regieren. Es wäre besser, wenn ihr euch vor seinen Männern nicht zu vertraut mit ihm gebt. Ich habe mich kurz mit dem Gladiator unterhalten, der vor uns an Bord gekommen ist. Nur um sicher zu sein, dass er keinen Ärger machen wird. Er scheint allerdings verschwunden zu sein. Der junge Mann da drüben, Gaius. Er ist offenbar der Neffe des anderen Konsuls, Marcus Aurelius Cotta. Er ist hier, um Tribunus zu werden. Ein in erster Linie dekorativer Posten, der für junge Patrizier gedacht ist, um mehr über das Militär zu lernen. Ich war viele Jahre lang der Primus Pilus der Legio Prima Italica, die er kommandiert. Er wollte, dass jemand, dem er vertraut, euch aus Rom holt und beschützt. Der Posten ist bereits von einem meiner Centuriones übernommen worden. Ein guter Mann, der dieser Aufgabe mühelos gewachsen ist. Meine Aufgabe ist es nun, auf euch Acht zu geben und euch bei der Eingewöhnung in euer neues Leben zu helfen. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Ich hörte, sie flieht vor einem Senator, der sie tot sehen will. Psst, seid leise. Wonach sucht er? Ach, so ist er schon den ganzen Morgen. Was? Ja, Geminus. Salve. Ich bin etwas beschäftigt. Na, ihr habt recht. Die Ruderer sind langsam erschöpft. Wir sollten ihnen bald eine Pause gönnen, aber das wird unsere Ankunft weiter verzögern. Wartet. Das Schiff dort. Die halten direkt auf uns zu. Sie werden uns rammen. Holt die Waffen eures Vaters. Sehen wir mal, ob ihr wirklich eine derart wehrhafte Frau seid, wie Lucullus behauptet hat. Es geht mir gut, Centurio. Formation bilden! Treiben wir diese Piraten vom Schiff! Ihr seid ja tödlich mit dem Ding.
Ich habe vor diesem Leben schon andere geführt. Wo ist dieser Gladiator, der mit uns an Bord ging? Da oben! Unterschätzt niemals den Wert eines eindrucksvollen Auftritts. Nur einer ist übrig. Das war einfach.
Zurück mit euch in Neptuns Arschloch, Barbaren! Der Triarchos hat uns direkt in einen Piratenhinterhalt geführt, Prime. Erlaubt mir, ihn hier und jetzt direkt hinzurichten. Dieser Verräter muss mit ihnen zusammenarbeiten. Seid nicht so naiv. Das war kein zufälliger Angriff. Die waren auf unser Blut aus. Es ist ungewöhnlich für Piraten, ein Schiff anzugreifen. Ganz zu schweigen von einer schwer bewaffneten römischen Galeere. Sie greifen lieber schwach verteidigte Küstenstädte an. Das ist weniger gefährlich und profitabler. Gut. Reden wir mit dem Mann. Geminus, ihr habt uns in eine Falle gelenkt. Was habt ihr zu eurer Verteidigung zu sagen? Ich hatte nichts damit zu tun, das schwöre ich. Sie sind einfach aus dem Nichts aufgetaucht. Schweigt! Ihr redet Unsinn. Bei Mars, wir sind auf See. Wie soll da jemand aus dem Nichts auftauchen? Wir können den Mann nicht einfach ohne Beweise hinrichten. Außerdem werden wir unseren Triarchos noch brauchen, um sicher die Küste zu erreichen. Was sagt ihr? Was sollen wir tun? Wir sind unserem Ziel nahe und können es auch ohne ihn erreichen. Wenn es auch nur eine geringe Chance gibt, dass er mit dem Feind zusammenarbeitet, dürfen wir ihn nicht überleben lassen. Gnade, Zweifel, Zögern, das sind alles Schwächen, die der Gegner ausnutzen kann, um einen zu töten. Der Wert, den dieser Mann für uns hat, ist weit geringer als die Gefahr, die er darstellt. Wir sind wichtige Leute und auf dem Weg, uns dem Einsatz gegen Lesbos anzuschließen. Ist es so unglaubwürdig, dass die Rebellen von uns gehört haben könnten? Das Königreich von Pontus ist dafür bekannt, Piraten zu unterstützen, die Rom Nadelstich für Nadelstich schwächen. Ich denke nicht, dass es Sinn macht, den Triarchos der Zusammenarbeit mit ihnen zu verdächtigen. Gut, dann verschonen wir sein Leben. Aber denkt daran, Gnade ist ein Luxus, den ihr euch nicht immer werdet leisten können. Eine weise Entscheidung. Den Triarchos auf offener See zu erschlagen, wäre ausgesprochen ungünstig gewesen. Danke. Wenn ihr jemals wieder die Hilfe eines guten Navigators benötigt, stehe ich euch zu Diensten. Ruderer, verschärft das Tempo und haltet die Augen offen.